Herzlich willkommen zurück zu Murder Soul Suspect. Ja, wir sind ein Geist. Wir müssen hier unseren eigenen Mord aufklären. Was ist das? Ein nasses Grab. Keine Ahnung, was das ist, ehrlich gesagt. Ich habe bis auf 3 habe ich das letzte Mal alle gefunden in diesem Haus. Ich weiss aber nicht, wo der Rest ist, ganz ehrlich. So cool. Yeah. Das ist geil. Ich Das bin so verwirrt. Wenn ich ihn finde, dann weiß ich, was passiert ist. Ich habe überall nachgesehen. Warum haben sie mir das angetan? Was, wenn ich ihn nie finde? Wenn ich wüsste, wer es war, wüsste ich vielleicht, wo ich suchen muss. Okay. Du wirkst verloren. Ja, verlorene Seele. Was verloren ist mein Körper. Ich weiß, ich wurde hier ermordet. Und ich weiß, es klingt verrückt. Aber ich würde mich wesentlich besser fühlen, wenn ich wüsste, wo meine Leiche ist. Sind Sie ein Detective? Dota, ja. Meine einzige Hoffnung. Ja, ich bin Detective. Eine Ahnung, wer es getan hat? Das könnte uns zu deiner Leiche führen. Ich weiß, dass es alte Leute waren. Und dass sie in diesem Mietshaus wohnen. Abgesehen davon ist alles verschwommen. Ich habe zu der Zeit viele Drogen genommen. Junkie. Okay. Du brauchst wirklich einen Detective. Ich werde sehen, was ich von den älteren Hausbewohnern erfahren kann. Machen wir doch, lassen wir erst durch. Da. Ah, da komme ich nicht durch. Nope. Liebling, sie können dich wahrscheinlich durch die Decke hören. Das hoffe ich doch. Jedes Mal, wenn wir Jennifer besuchen, Das ist sind es aber nicht das alte. Gleiche mit diesen komischen Gestalten. Diese Frau im ersten Stock, die wechselt ihre Liebhaber wie andere die Unterwäsche. Was ist noch dieser Lärm? Meine Enkelin braucht einen Garten. Wo spielt sie? Auf der Straße? Okay. Die Typen im dritten Stock. Man könnte meinen, die wollen die Toten aufwecken. Was? Das braucht ein paar Freunde. Jemand anderen, der seinem Gejammer Sie ist sehr interessiert, hä? stellt er keine Fragen. Er merkt sonst, dass ich nicht zuhöre. Eisa. Oh, das sind Eltern. Okay. Gut, gut. Was ist das? Notiz. Das ist einer von... Oh, und was ist das? Ah, da ist... Nein. Gartenwerkzeug. Okay. Das kann normal sein, aber wieso haben sie es weg da? Sonst haben sie noch irgendwas. Break-in at Quarry. Okay. Einbruch in die Steingrube. Also die haben ziemlich sicher etwas damit zu tun. Hä? Finden wir da hinten noch was? Im Badzimmer. Sieht nicht wirklich aus. Hä? Ja, versuchen wir eine Antwort zu finden. Ja. Zuerst tun wir mal Gedanken Wenn ich lesen. mir zu essen bringe, guckt er sich vielleicht um, ob ich noch da bin. Beeinflussen wir sie. Ah, der wichtigste Hinweis ist eigentlich ein mysteriöser Mord, oder? Ja, sieht so aus. Endlich Ruhe und Frieden. All ihre Partys. Oh, die weiss Wie soll etwas. jemand bei der lauten Musik schlafen? Ich glaube, sie hat Drogen genommen. Walter war auch so müde. Ihm sind auf den 8 Kilometern zum Smithwick-Steinbruch fast die Augen zugefallen. Wow. Ich konnte kaum glauben, dass er um die Uhrzeit einen Bolzenschneider auftreiben konnte. Wenigstens ist mit der Musik Schluss. Jetzt können wir endlich schlafen. Psychos. Und was weißt du dann? Hä? Weißt du etwas über dein Geheimnis? Nope, das ist es nicht. Und etwas über den mysteriösen Mord? Ja, weiss er auch etwas. Das Mädchen ist zusammengeklappt wie Papier, als Grace sie geschlagen hat. Wow. Ich kann immer noch nicht glauben, dass sie tot ist. Es ging so schnell. Ich habe Grace noch nie so durchgedreht gesehen.
Muss der Schlafmangel gewesen sein. Ja, gute Ausrede. Ist es vorbei. Endlich kann ich in Ruhe Fernsehen. Ah, so Psychos, ey. Also jetzt können wir die Antwort finden. Und zwar... Der wichtigste Hinweis ist doch der von ihm gewesen. Ah, braucht es mehr? Dann ist das noch. Der Hinweis von ihr und natürlich über den mysteriösen Mord, oder? Anscheinend konnte Grace die Partys des Mädchens Ach, nicht so mehr Psychos. ertragen, also hat sie sie umgebracht und ihr Mann hat die Leiche im Smithwick-Steinbruch verschwinden lassen. Was Ich ist sollte das? zurückgehen und ihr Bescheid geben. Zeitungsartikel, okay. Also, los mal. Ich habe Also, herausgefunden. Du kannst deine Leiche nicht im Gebäude finden, weil sie nicht hier ist. Du musst zum Smithwick-Steinbruch, ungefähr 8 Kilometer von hier. Oh. Warum haben Sie es getan? Deine Partys haben sie nachts wach gehalten. Der Schlafmangel... Gute Ausrede. Ich habe Sie bloß für verbittert gehalten. Ich hätte nie gedacht, dass Sie das tun würden. Danke für Ihre Hilfe. Es ist so eine Erleichterung, Bescheid zu wissen. Kein Problem. Wissen Sie, ich mochte Cops nie besonders. Sie haben mir immer erzählt, wie ich mein Leben versaue. Die haben mich einfach nicht verstanden. Aber Sie haben sich wirklich für mich eingesetzt. Ja, bitte. Ich hätte wahrscheinlich auf Ihre Ratschläge hören sollen. Vielleicht wären die Dinge dann anders gelaufen. Ziemlich sicher. Nochmals danke. Bitte. Okay. Hä? Okay. Also, ich glaube, da haben wir nichts mehr zu tun. Also, ich habe das letzte Mal nichts mehr gefunden. Oh, da ist nochmal eins. Noch 4. Ich denke, das sind einfach so Segenszeichnungen, dass wir durchlaufen können. Und nicht, mit, ja, was soll ich sagen? Wow. Oder sie hat das gemalt. Dass wir nicht durchgehen durch die Stege. Oh. Okay. Hey, wie ist es zurückgekommen? War ich das? Hey, komm zurück! Die sind nicht für dich. Okay, aber bleib mal lässig. Sieht nach einer Art Code oder sowas aus. Ja, keine Ahnung, was das ist. Naja, ich gehe mal lieber nach oben, bevor die Polizei die Beweise wegschafft. Ja, ich möchte jetzt schon rasch da oben schauen, ehrlich gesagt. Salem ist mit einem Serienmörder zu tun. Einzelheiten stehen noch aus, aber momentan. Ah, meine Nüsse. Was ist das? Aus Salem, wo ein grausiger Mord die Stadt in Panik versetzt hat. Diese sonst so verschlafene historische Stadt wurde zuletzt auf einer Nur ein einziges Mal will ich mit einem Erwachsenen ohne Unterbrechung telefonieren. Vielleicht bekommt sie zu viel Zucker. Das hält Kinder wach nicht. Okay, was für Kinder? Vermisstenmeldungen von den Morden. Hat Salem es mit einem Serienmörder zu tun? Einzelheiten stehen noch aus, aber momentan. Ich weiß nicht, warum ich immer durch die Türen durchlaufe. What? Ist das Baby am Schlaf? I don't know. Wow! Da steht einer. Okay, gehen wir den mal anhauen da. Hat er Kind verschreckt? Warum stehst du da? Wie endet ein Monster wie du im Schrank eines Kindes? Ihr Papi Was? hat die falschen Leute verärgert. Ich wurde geschickt, um die Dinge zu beschleunigen. Es war ganz leicht. Ich schnapp mir das Mädchen, drohe ihm, sammle das Geld ein und lass sie gehen. Was ist schiefgelaufen? Ihr Papi wollte ein Held sein und kam mir in die Quere. Oh, Hat wohl geklappt. yep. Hat ihn das Leben gekostet, nichts weiter. Oh, Wenn du ihn umgebracht hast, warum bist du dann tot? Die Leute, für die ich gearbeitet habe, gewähren keine zweiten Chancen.
Aber es sieht so aus, als bekäme ich trotzdem eine. Ich muss nur warten. Der Tod holt uns alle. Aha. Meine Mädchen sind keine Ausnahme. Er wartet auf ihren Geist, um sie vernichten. Ich habe nichts außer Zeit, mein Freund. Okay, Psycho. Da geht es weiter hoch, aber ich will zuerst noch ein bisschen weiter schauen. Also dort hinten sind wir gewesen. Das Pokerspiel. Hey, da sitzt einer. Oder auch nicht. Mal. Ja. Ja, die sind am Poker, so wie es aussieht. Und tönt. Du musst echt ein starkes Blatt haben, wenn du nicht weißt, ob du spielen sollst oder nicht. Ich weiß nie, ob sie mich mag oder einfach nur nett ist. Oh, Kerl. Ich erinnere mich, dass ich Poker mal für ein Glücksspiel hielt. Himmel, diese Jungs sind leicht auszunehmen. Ist doch gut für dich. Ein paar gute Karten könnten nicht schaden. Das erfahren wir wahrscheinlich nicht. Bleiben, Junge. Mit dem nächsten Blatt machst du dich fertig. Bestimmt, ja. Okay. Ich glaube, wir haben es. Auf dem Stück habe ich jetzt nichts mehr gesehen. Also, gehen wir an den Tatort, schauen, ob wir etwas herausfinden können. Wow. Oh, crap. Jo. Was bist du Grusiges? Ah! Ah! Oh, fuck! Nein, lass meine Seele sein. Ich bin Geist, ich bin ein Geist. Wow. Ja, move, bitch, move. Hat's gepackt? Ah, shit. Sie können meine Seele zerstören. Aber ich kann mich dort drinnen verstecken. Gut. Oh. Ah, das ist doch gut. Das ist doch sehr schön, sehr schön. Wow. Port, Port. Ah, so creepy. Verschwind. Yeah. Ich kann F drücken, um sie wieder zu sehen. Creepy. Okay. Aber wir können sie zum Glück auch vernichten. Oh oh, haben wir so Druck behalten. Also ich darf nochmal. Oh fuck, ich habe die falsche Kombination gedrückt. Oh man. Wenn das ernst wird, ich sag's euch. Jetzt habe ich... Nein, ich habe den falschen Knopf gekommen. Oh, okay. Leute, es ist einfach, aber ich fehle gerade komplett. Gut. Oh, der Sausack. Hat es noch mehr von denen? Okay, gerade nicht. Gut, gut, gut. Stock 3. Ha! Ah, doch, es hat noch mehr. Die kann ich. Ha, ha, ha. Okay. Also, wenn wir auch durchsuchen. Wow! Ah, doch nicht. PC, Lavalampe. Ausgeschalteter Fernseher. Was hat es da im Badzimmer? Nicht. Hey! Den habe ich das letzte Mal gar nicht gefunden. Du bist es. Du bist berühmt. Zieh dir das in die Plätze rein. Passt schon, danke. Keine Zeit, ja. Okay. Da ist wahrscheinlich der, den ich verpasst habe. Noch zwei und ich glaube oben sind zwei. Fernseher, was willst du mehr? Keine Ahnung.
Eine Party vielleicht. Tja, wir könnten nach Boston fahren. Nach Boston fahren? Ich meine... Ich schätze, Oh, das ist eine Idee. Was... Wie machen wir das? Rein logistisch. Sollen wir dein Auto nehmen? sind die betrunken? Wäre das auch nicht. Parken, das Fahren, das Benzin. Warum muss man immer rausgehen, um Abenteuer zu erleben? Wir rumhängen, wir brauchen kein Benzin. Meine Party heißt nicht, dass ich alles allein machen muss. Okay, what? Ich wäre es okay, wenn wir einfach einen Film gucken würden. Also, dann chillen's doch. Das stresst mich ein bisschen. Ah! Hab ich gesehen! Hab ich gesehen! Hab ich gesehen! Hab ich gesehen! Wow. Haha, falsche Richtung. Haha, haha. Piss dich doch, Arschloch. Nein, nein. Bleib weg von mir, Arschdämon. Geh heim! Okay. Dort ist er heim. Da ist niemand rum, hä? So wie es aussieht. Wo? Da ist jemand. Hat er will sicher gehen? Also was war's? Stromschlag oder Pulsadern? Ja. Rasierklinge. Es sollte nur die Rasierklinge sein. Das haben die Stimmen gesagt. Oh man. Musik sollte mich nur ablenken, bis ich verblutet bin. Das Radio war also nur ein Unfall? Mit dem Schnitt begann. Das warme Wasser hat meine Haut so weich gemacht. Aber ich konnte es nicht. Das Radio ist vom Rand gerutscht, als ich aus der Wanne wollte. Ich wollte nicht sterben. Es waren die Stimmen in meinem Kopf, die mich tot sehen wollten. Das tut mir leid. Ja, sorry. Hören Sie das? Still. Aha. Die Stille meint er. Der hat keine Gedanken. Sie ist am Schlafen. Nein, was? Ich habe R gedrückt. Ah, wieso habe ich so Mühe? Vorher ist das reibungslos gelaufen, ich sag's euch. Puh. Ja, komm doch. Der grusige Arschdämon. Ich schieße dir gerade in den Grind. Komm doch, komm doch. Getraut sich nicht, hä? Jetzt hat ich. Jetzt hat ich. Pisser. Okay, ich glaube, auf dem Stocker kann man auch alles sehen. Was ist da noch? Nichts. Puh, gehen wir mal weiter. Aha. Okay, Leute, ich muss Sie bitten, Abstand vom Tatort zu halten. Was ist hier passiert? Ich fürchte, die Untersuchung läuft noch. Ja, da geht's eigentlich. Fenster geworfen. Warum fällt mir keine originelle Frage ein? Ich möchte jetzt nicht allein draußen sein. Gott, warum erzählen Sie uns nichts? Nein. Sie haben ihn nicht gefasst, aber Warum will jeder die ekligen Details wissen? Ja, frage ich mich auch nicht auch. Scott sollte sich mal entspannen. Mann, sag ihnen einfach, was los ist. Sie finden es eh bald raus. Ja, aber gleich. Hey? Ah, das ist schon wieder so Fake-Leute. Okay, noch eins mehr. Gut. Gehen wir da noch rein. Hey, Broyles. Hast du das Mädchen gesehen, das hier wohnt? Das Wenn sie Mädchen? auftaucht, sag mir sofort Bescheid. Verstanden? Mhm. Ist gut, ist gut. Die hat vielleicht etwas gesehen. Mhm. Dort ist ein offenes Fenster. Aha! Aber wir müssen uns da zuerst umschauen. Die Hauptwaffe. Verdammt. Die war ein Geschenk meiner Mom. Ja, scheiße gelaufen, Alter.
Scheiße gelaufen. Ich frage mich, was der Mörder hier überhaupt wollte. Also. Das habe ich übersehen. Den Fall habe ich noch gemacht und nachher wird es auch für mich neu. Meine Primärwaffe. Schön. Okay. Man kann Erinnerungsfetzen suchen und der sieht suchend aus. Und ich habe dann zufällig geklickt, aber das ist falsch. Er ist zielsicher etwas am Suchen. So wie ich jetzt da so ein bisschen Geschichte weiss, hat er das Mädchen gesucht. Okay. Aber da innen ist eben nichts mehr. Ein- oder auspacken. Okay. Psychologische Kinderzeichnungen. I don't know. I can't tell. Und dass so cool das Mädchen ist, kann sie mich sogar sehen vielleicht. Das wäre cool. Yeah, das letzte. Ich habe es geschafft, das mal. Geschichte ansehen. Okay. Ich erinnere mich noch immer an die Anzeige für die Regal Apartments in der Zeitung. Viele sahen in ihnen nur schäbige, heruntergekommene Löcher. Das habe ich noch nie gesehen. Ich sah einen Ort mit Geschichte und Charakter. Ein Ort voller künstlerischer Inspiration. Bald war ich offizieller Mieter von Apartment 3A. Im Rückblick wünschte ich, ich wäre dort nie eingezogen. Why? Meine neue Wohnung hatte mehr Charakter als erwartet. Die Teppiche waren merkwürdig feucht, die Rohre rostig und ich konnte den Mieter unter mir hören, der gegen die Wände schlug und lauthals schrie. Sicher, es gab noch andere Probleme, aber mit denen konnte ich leben. Das ist der gestorben ist, ja? Womit ich nicht leben konnte, war Duschen mit braunem Wasser. Mysteriöse, undichte Stellen, die den Teppich schimmeln ließen und den nervigen Nachbarn. Ich rief den Klempner, der ankam, als ich gerade ein Wörtchen mit dem Typen unter mir reden wollte. Als ich ihm die nassen Stellen auf dem Teppich zeigte, kratzte er sich am Kopf und erklärte, nichts leckte und der Grund sei vermutlich, dass ich etwas verschüttet hätte, ohne es zu merken. Hielt der Typ mich für dämlich? Ich hatte nichts verschüttet. Er entschuldigte sich, zuckte mit den Schultern und meinte, ohne Leck gäbe es nichts, was er tun könnte. Er machte mit der Dusche weiter. Zum Glück hatte das Wasser kein Problem damit, braun zu werden. Er dachte, es könnte am rostigen Boiler liegen und ging, um ihn sich anzusehen. Kann ich auch mal laufen? Ich nutzte die Gelegenheit, um mich um den Mieter unter mir zu kümmern. Ich klopfte, aber niemand antwortete. Die lauteste Wohnung des ganzen Hauses war völlig still. Okay. Ich versuchte, die Tür zu öffnen und rechnete damit, dass sie verschlossen war, aber sie ging einfach auf. Der Raum war leer und die unheimliche Stille wurde von langsamen, feuchten Schrittgeräuschen unterbrochen. Ich sah noch immer niemanden. Doch zu meinem Entsetzen erschienen auf dem Boden nasse Fußabdrücke, die auf mich zukamen. In diesem Moment hörte ich den Klempner aus dem Boilerraum unten schreien. Als ich unten ankam, war der Klempner fort. Aber er hatte den Grund für das braune Wasser gefunden. Oh, wow. In dem alten Boiler fand sich eine aufgeblähte, verfaulende Leiche, deren weit aufgerissene Augen mich vergeblich flehend anstarrten. Wow. Die Polizei ermittelt noch. Da hast du duschen damit. Und der Wow. hat versprochen, den Boilerraum zu renovieren. A ist wieder zu haben. Ich bezweifle, dass ich mich je wieder sauber fühlen werde. Nasty. Nasty. Okay, machen wir weiter. Was ist das? Das Licht, hä? Mann, wir müssen die Mieter finden, wenn sie noch leben. Wer was, hä? Okay. Die ist vermisst. Ich weiß nicht, wie das noch enden soll. Der Mörder ist der Polizei ein Rätsel und ein lauernder Schatten in meinem Leben. Wenn ich Joy nur irgendwie schützen könnte. Ich würde alles tun. Sie sogar wegstoßen, solange sie dann sicher ist. Da komme ich nicht ganz draus, was das ist. Ah, ich könnte das Flashback abrufen, aber das ist das, was wir jetzt gesehen haben. Glaube ich. Ja, ich mache es jetzt mal nicht. Da sind wir rausgeflogen, ja.
Letzter Kampf. Okay. Ich bin einfach am Hinweis sammeln. Oh, dort ist noch etwas. Schuhe. Anzeichen von einem Kampf. Mhm. So ist jetzt da nichts mehr. Okay, machen wir das noch. Also sie sieht sich versteckend aus. Kämpfend ist sie nicht. In dem Fall ist sie beobachtend. Zuversichtlich, ruhig, verängstigt. Wahrscheinlich, weil das Mädchen ist eher verängstigt. He? Das habe ich das letzte Mal auch im ersten Mal herausgefunden, aber Oh! Sehr gut. Und ich denke, jetzt können wir es lösen, weil ich habe die zwei entscheidenden Dinge. Ich kenne es halt schon, aber jetzt im nächsten Part wird es dann neu. Also, sie ist eine und der suchende Mörder. Also sie versteckt sich, er sucht sie. Nehme ich an. Da kommt der Pissgrind. Maske Johnny. Umdrehen. Und der kommt mit mir. Sie sind verhaftet. Wieso hat er so Kraft, frage ich mich. Das habe ich mir das erste Mal schon gefragt. Was ist so... Wieso ist er so stark? Ohne Probleme hat mich aufgeklopft und rausgerührt. Hau ab, Mädchen, hau ab. Psst, psst. Okay. Da bin ich also reingeplatzt. War er hinter dem Mädchen her? Wo ist sie hin? So, jetzt haben wir eigentlich in den ersten zwei Parts recht viel gesehen, wie das Game läuft. Und aber jetzt möchte ich es ein bisschen kürzer machen, wahrscheinlich, die Parts. Ich weiss, dass wir jetzt da raus müssen, aber das machen wir erst das nächste Mal. Wir sehen uns dann wieder. Peace!